das Höllental in Oberfranken. Ich bin die Anne Zegerer und Sie singen Weiß-Blau. Und ich bin im Wald, also im Frankenwald der grünen Krone Bayerns. Also genau gesagt entlang der Frankenwald-Hochstraße. Und letztens habe ich mich um den Norden gekümmert, also die Städte so Kronach, Ludwigstadt, Bad Steben. Und jetzt ist der Süden dran, rund um Naila, Selbitz, Helmbrechts. Und irgendwas ist komisch da im Höllental. Hey, junge Frau, nicht so schnell. Keine Angst. Ich bin's bloß, der wilde Mo. Der wilde Mo. Der wilde Mo, ganz wild. Ja, ich sehe schon, warum denn wilder Mann? Wilder Mann, sieht man das nicht? Doch, das sieht man schon, aber was der Sie da? Der wilde Mo, der ist eigentlich ein anthropomorphes Wesen. Das heißt auf der einen Seite tierisch, primitiv, aber auf der anderen Seite naturverbunden und paradiesisch. So wie das Kostüm. So wie das Kostüm, ja. Nach dem Sündenfall. Aber ein bisschen frieren tut's dir da schon, oder? Eigentlich nicht. Und wenn so wäre, hätte ich's nicht sagen. Und wo kommt der her, der wilde Mann? Der wilde Mann, der kommt eigentlich aus dem Bergbau. Das heißt, früher waren hier ja viele Zechen gewesen, viele Minen. Das Eisenerz gefördert worden, da ist Silber gefördert worden. Und da waren die wilden Männer diejenigen, die auch den Weg hingeführt haben zu den Minen. Und dann natürlich auch dort gearbeitet haben, urwechsig und kraftvoll, wie sie gewesen sind. Du sag mal, Naila ist nicht weit weg, oder? Naila ist nicht weit weg. Immer hier den Weg entlang, durch die Hölle durch und dann links nach Naila weg. Ist nicht eigentlich im Wappen von Naila auch so ein wilder Ja, Mann? eben, da ist der wilde Mann drin, weil es hat eine Zeche gegeben, die soll wilder Mann geheißen haben. Bei Naila war die gewesen. Und dem Wappen bist du entsprungen? Und dem Wappen bin ich entsprungen und bin also jetzt die Identifikationsfigur für die Stadt Naila bei Heimat- und Wiesenfesten oder bei Märkten. Da trete ich dann mit auf als Figur für Naila. Und wie bist du der wilde Mo geworden? Du warst ja bestimmt einmal was anderes, oder? Ja, ich war mal was anderes. Ich war im früheren Leben einmal leider an der Kindertagesstätte in Hof. Und dann hat Naila eben so jemand gesucht, der einen wilden Mann darstellen kann oder möchte. Und da war so ein Casting gewesen, sagt man halt. Ja? Und da haben sich einige vorgestellt. Ja, und ich bin's dann geworden. Das war vor 10 Jahren. Und wie lange machst du es dann noch? Ich habe schon mal gesagt, ich mache es noch so lang mich jemand oder ich mich selber im Spiegel noch attraktiv finde. Und wie heißt du? Ich heiße Axel Rau. Rau passt Wie ja herzlich. Ne? Rau passt ja zum wilden Mann. Naila immer der Nosen noch, ne? Gut. Wünsch dir nur einen schönen Tag. Ja, den wünsche ich dir auch und kommt gut in Naila auch. Ja, mach ich. Gell? Bitte, Bitte. gerne geschehen, gell? Für dich. Die Stadt Naila hat eine lange Tradition und war früher auch ein wichtiger Standort für Textilindustrie. Auch wenn man das an der Kleidung vom wilden Mo nicht gesehen hat. Stadt Naila, 7.500 Einwohner, 18 Kilometer westlich von Hof. Ein Ort im Wandel der Zeit. Im 19. Jahrhundert gab es hier eine blühende Industriekultur. Von der Blüte ist nur wenig übrig geblieben, aber Spuren finden sich noch überall im Stadtbild. Wie kam es zu dieser Blütezeit? Stadtchronist Wolfgang Prügel. Wenn ich jetzt die Geschichte von Naila einmal Revue passieren lasse, merke ich, dass der Bergbau die Impulse auch in andere Gewerbebereiche gegeben hat. Weberei,
Schuhmacherei. Und so hat sich durch den Bergbau eine zunehmende wirtschaftliche Entwicklung gegeben, die sogar sehr erfolgreich war. Naila erlitt schwere Schicksalsschläge. Ein verheerender Brand im Jahr 1862 zerstörte fast die gesamte Stadt. Doch die Bürger von Naila rappelten sich wieder auf, begannen sofort mit dem Wiederaufbau. Bereits im Jahr 1871 wurde die evangelische Kirche eingeweiht. Dann kamen Eisenbahn und Industrialisierung. Im Jahr 1884 wurde die Schuhfabrik Seifert und Klöber gegründet. Sie war die erste von 3 großen Schuhfabriken, die vor allem Stiefel und feste Schuhe für die Arbeiter im Bergbau und in der Landwirtschaft produzierten. Bis zu 3000 Paar Schuhe am Tag. 1895 eröffnete die Buntweberei C. Seifert. Auch die Weißnäherei war hier stark verbreitet. Das 20. Jahrhundert brachte einen weiteren Aufschwung. Eine Porzellanfabrik wurde gegründet und 2 weitere Schuhfabriken, Tamm und Franken. In den 1990er Jahren begann der Niedergang der Textilindustrie. Nach und nach stellten die Firmen ihre Produktion ein. Das Gebäude der ehemaligen Schuhfabrik Tamm beherbergt heute das Museum Naila. Zeugnisse des wichtigsten Handwerks in Naila, Schuhwerk made in Oberfranken. Aber warum hat sich dieser Industriezweig nicht gehalten? Wolfgang Prügel. Es hängt in erster Linie damit zusammen, dass durch die Grenzziehung große Märkte verloren gegangen sind. Sachsen, Thüringen, der ganze mitteldeutsche Raum. Auch wurden diese schweren Schuhe ja nach Ostdeutschland geliefert. Und nach dem Krieg gab es nur noch 2 Richtungen, Westen oder Süden. Und auch das ist ein Stück Ortsgeschichte. Im Jahr 1979 gelang den Familien Strelzig und Wetzel mit einem selbstgebauten Heißluftballon die Flucht aus der DDR in den Westen. Die riskante nächtliche Ballonfahrt dauerte knapp eine halbe Stunde. Die Plattform landete am Boden und der Ballon legte sich über die niederen Bäume, die Sie hier sehen können. Und daraufhin wurde erst einmal geschaut, wo sind wir? Und die Familienmitglieder wurden hier im niederen Holz versteckt. Und die beiden Männer, Herr Strelzig und Herr Wetzel, gingen also auf Beobachtungstour. Und als sie dann dieses Gelände abgegangen waren, kam ein Auto ihnen entgegen. Das war die Polizeistreife. Und als dann die Polizeistreife anhielt, hatte Herr Strelzig keine andere Gedanken, als die Tür zu öffnen und zu sagen, sind wir hier im Westen? Und die äußerst verdutzten Polizisten, die sagten, naja, wo denn sonst? Herr Feldrapp? Ja, kommen Sie rein, ich bin hier im Studio. Ja. Ich bin jetzt zu Gast hier im Atelier des in Naila geborenen Fotografen, Künstler und Chronisten Reinhard Feldrapp. Und der hat mit seinen Beutel- und Fotoreportagen den Wandel der Zeit in dieser Gegend und auch die Wende festgehalten. Reinhard Feldrapp ist auch bekannt als das Auge des Frankenwalds. Herr Feldrapp, wie haben Sie zur Fotografie gefunden? Da muss ich sagen, ich bin erblich vorbelastet. Mein Papa, der war auch schon Fotograf und ich bin eigentlich in der Dunkelkammer mit groß geworden. Was waren so die Themen in der Fotografie von Ihrem Vater? Mein Vater ist
aus der Kriegsgefangenschaft heimgekommen und da waren diese Männer alle froh, wieder Frieden zu haben und hatten natürlich auch die Schönheit der Landschaft, die ganzen ästhetischen Werte, die dann diese friedliche Zeit mit sich gebracht hat, auch in seinen Bildern einfließen lassen. Er schaut ein bisschen nach Landart aus. Ja, so ungefähr, ja. Die schauen dann so aus, wie jetzt hier zum Beispiel der Handweber im Weberhaus in Neudorf, was heute ein Museum ist. Oder hier sind die Windeln und die Schwalben und meine Schwester hier. Das sind halt diese mehr privaten Fotos, aber sie sprechen sehr viel vom Geist der Zeit. Und wie haben Sie Ihre Themen gefunden oder gesucht? Eigentlich, wenn man mit offenen Augen durch die Landschaft geht, entdeckt man was und dann hat man ein Thema eigentlich. Und das hier ist alles so Industriefotografie. Industrie ist der Überbegriff, die Arbeit mit Menschen, wo gearbeitet wird, wo sie sehr viel Zeit ihres Lebens verbringen. Porzellan beispielsweise. Die Porzellanindustrie und der Niedergang der Porzellanindustrie. Die Porzelliner, die Leute, die dort arbeiten, da entstehen dann solche Fotos. Aber gerade sowas wie dieser riesen Scherbenhaufen, der hat ja auch enorme Aussagekraft. Ja, das ist der Scherbenhaufen, das ist bei Rosenthal in Selb gewesen. Da ist der aber fotografiert bereits 1984. Und das war einfach im Produktionsprozess ganz normal, dass man die zweite Wahl und schlechte Teile einfach auf den Haufen gekippt hat, der dann auch von vielen hier als Polderporzellan immer abgeholt wurde. Aber das Bild bekam natürlich dann 30 Jahre später, 25, 30 Jahre, als Rosenthal in die Insolvenz gehen musste, bekam das einen ganz anderen Stellenwert. Der Vater hat es ja auch schon gemacht. Der ist ja zum Handweber auch hingegangen und hat den dann so dort fotografiert. Und ich habe das dann in seinem Sinn auch solche Dinge weitergemacht. Aber es geht schon auch immer darum, dass man damit was sagt. Selbstverständlich. Nur das Gegenüber muss wissen, was will denn der? Das Gegenüber gibt mir ja ein Geschenk. Das Gegenüber schenkt mir das Bild. Ich fotografiere es eigentlich nur, ich halte es nur fest. Aber das Gegenüber ist eine partnerschaftliche Geschichte. Now I know what goes on, falling for all that charm, that turns into control till you can't see straight no more. Und als dann die Grenze geöffnet worden ist, waren Sie dann auch gleich mit dabei mit dem Fotoapparat, oder? In der Nacht von diesem Schabowski-Pressekonferenz bin ich dann gleich nur los, habe ich geschaut, da war aber noch nichts. Hier bei uns an der Grenze oben, da war ja die A9, der Grenzübergang Hirschberg. Da war es noch nicht. Aber in den Morgenstunden ging es dann auch los und im darauffolgenden Tag war dann richtig da auch der Teufel los. Mit Trabi an Trabi. Die Grenze war ja sowieso das Thema für mich immer. Und was in der Wendezeit dann natürlich auch passierte, das sind natürlich solche Fotos. Das sind diese Fotografen sagen, diese Holy Shots. Honecker wird hier in Honecker-Bild entsorgt. Und das ist nicht gestellt. Gehört auch zur Grenzöffnung und zu diesen Dingen dazu. Weit vorher natürlich, das muss ich auch dazu sagen, hier bei uns in Naila eben, diese Ballonlandung. Der Ballonflüchtling ist ja hier ganz in der Nähe. Und da ist dieses Bild entstanden. Das ist eben früh bei Zeiten, als der Fluchtballon dort noch lag an der Landestelle, habe ich das gemacht. Später entstanden viele Fotos von anderen, da wurde das nachgestellt. Laying down, looking up at the ceiling, trying to get in touch with the way you're feeling. Telephone's ringing, but you stay right there. You got nothing to say, and it's just as well. Und das Ganze von der Grenzöffnung an der A9 im November, 10. November, sind dann solche Fotos. Und da der Trabi-Dampf und dann die Leute auf der Brücke, die begrüßen. Also wir hatten eine ähnliche Stimmung wie in Berlin. Wir hier in Oberfranken und in ganz Nordbayern, wir hatten hier auch eine Grenze, die auch durch Mauern getrennt war. Also Müdlarreuth, Little Berlin, Blankenstein, überall die gleiche Mauer wie in Berlin, die gleichen Situationen.
hat man oft ein bisschen so unterbewertet. Manche weit in der Bundesrepublik oder weit im südlichen Bayern, die dachten immer, naja, so ein bisschen Stacheldraht und irgendwo so ein besserer Jägerhochstand, wo irgendeiner drauf sitzt von der NVA. Dem war nicht so. Es war genauso scharf bewacht wie in Berlin bei Checkpoint Charlie oder Bornholmer Brücke. I went for a ride up on the Ferris wheel. I couldn't see a thing from way down here. Stopped on top, asked myself why. I just keep on wasting time. You could search the world over and then again. Hat Sie eigentlich der Frankenwald als Landschaft auch geprägt? Ja, der Frankenwald hat mich geprägt. Das ist meine Heimat. Ich bekenne mich zu den Wurzeln und ich mache da keinen Hehl draus. Und das ist für mich auch gar kein Problem. Die Oberfranken haben ja manchmal ein bisschen so das Problem, dass sie das nicht zugeben wollen, wo sie aufgewachsen sind, wo sie herkommen. Bei mir ist es nicht dabei. Dann sage ich jetzt fürs Gespräch vielen Dank. Gerne. Never come closer than the day you began. That's 'cause the answer you already hold. There's only one place if you want to know. Listen. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Selbitz. Und die dort angesiedelte Christusbrüderschaft ist nicht bloß ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, sondern auch stark engagiert in Sachen Kultur. Die Kommunität Christusbruderschaft in Selbitz. Ein evangelischer Orden, etwa 60 Menschen leben hier. Gegründet wurde die Christusbruderschaft in Selbitz im Jahr 1949 von dem Pfarrersehepaar Hanna und Walter Hümmer. Das Ordenshaus mit Kapelle wurde im Jahr 1962 eingeweiht. Es ist das deutschlandweite Zentrum der Christusbruderschaft. Hier finden die Stundengebete statt. Es gibt spirituelle, lebensberatende und kulturelle Angebote. Überall finden sich Mosaiken, Glasfenster und Gemälde von Schwester Christa Maria Schröter. Die Künstlerin trat bereits als 17-Jährige in die Kommunität ein. Schwester Bärbel gibt ihre Kunstbücher heraus. Hier sehen Sie in der Eingangshalle diese 3 Tafeln. Da hat sie unsere Grundworte so eingeschrieben, dass man normalerweise die schönen Farben sieht. Aber wenn man davor stehen bleibt, dann sieht man zum Beispiel, am Anfang der Kommunität war ein steiler Weg, liegt vor euch, wollt ihr ihn gehen. Für Schwester Christa Maria ist Malerei ihr Leben eigentlich. Sie drückt sich durch die Bilder aus. Und ich höre immer wieder, dass Menschen sagen, bei ihren Bildern, bei den Texten, die später dazugekommen sind, das ist so lebendig. Ihre Gemälde leuchten voller Farbe und Lebensfreude. Schwester Christa Maria wirkt bescheiden, still, andachtsvoll. In ihren Bildern kehrt sie das Innere nach außen. Die Gründerin von unserer Gemeinschaft, die hatte manchmal auch eine Sicht für Menschen und die hat es in mir gesehen. Es war wie so eine Prophetie, du wirst einmal. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es. Also für mich ist manchmal das Malen auch wie ein Gebet, also mit Gott reden oder im Nachdenken, meditieren. In der Christusbruderschaft werden verschiedene Seminare angeboten, zum Beispiel Bildmeditationen mit Werken von Schwester Christa Maria. Ich versuche euch jetzt mal 3 Schlüssel mitzugeben für eure stille Zeit. Sich Zeit nehmen, vor einem dieser Bilder anzukommen. Nicht, dass ihr nur so den Blick drüber schweifen lasst, sondern einfach mal richtig vor einem Bild ankommen. Priorin Schwester Anna Maria erklärt,
warum die Kultur hier so wichtig ist. Dass Menschen über Kultur tieferen Zugang zu sich finden und einen tiefen Ausdruck von sich finden, den sie manchmal rein nur über Sprache so nicht finden. Ein Angenommensein, dass ihr Leben zur Sprache kommt und dass sie einen tieferen Sinn finden in ihrem Leben. Die Christusbruderschaft Selbitz. Ein Ort der Stille, um zu sich zu finden. Ich bin jetzt in Selbitz. Das hat ungefähr 4.400 Einwohner und liegt im Landkreis Hof. Genauer gesagt bin ich in einem Ortsteil, und zwar Sellanger am Königssee. Und da besuche ich jetzt den Holzbildhauer Walter Busch. A small boy walked down a city street, and hope was in his eyes as he searched the faces of the people he'd meet. For one he could recognize. Herr Busch, wenn man zu einer herkommt, da sieht man im Garten schon Skulpturen stehen. Haben Sie keine Angst, dass die da kaputt gehen? Die gehen kaputt. Und das ist auch so gewollt. Die mache ich irgendwann und stehen dann einige Jahre und irgendwann fallen sie dann um. Ich behandle die auch nicht mit irgendwelchen Mitteln. Ich lasse einfach die Zeit vergehen, weil Vergänglichkeit ja auch ein Thema in meiner Arbeit ist. Was ist denn ein vorherrschendes Thema oder haben Sie überhaupt ein Thema, wo Sie sagen, das ist meins? Der Mensch ist mein Thema. Und im Speziellen? Der Mann. Das hat pragmatische Gründe, weil ich selber einer bin und weil ich mir selber als Modell dienen kann. Also ich kann bei mir selber dann mal nachschauen, wenn irgendwas unklar ist oder eine bestimmte Haltung kann ich bei mir nachvollziehen vorm Spiegel. Also ich habe da auch keine Botschaft eigentlich. Es interessiert mich einfach, weil es ist ein Geheimnis irgendwo. Es geht nur um die Existenz und die Form. Gefühle drücken sich ja aus in bestimmten Haltungen und das versuche ich irgendwo rauszuarbeiten. Bei mir geht es halt in der Auseinandersetzung mit dem Holz. Also ich kann besser mit den Händen was ausdrücken als über die Sprache. Und von daher ist eben das Holz, die Arbeit mit dem Holz für mich das beste Ausdrucksmittel. Now there are many who swear it's true that brothers are we all. Schon als Kind habe ich im Keller irgendwas gemacht und das hat sich durchgezogen. Also ich nehme an, dass ich gute Beziehung zum Holz habe. Jetzt sind eine Skulpturen ja immer splitterfasernackt. Hat das eine spezielle Bedeutung? Ja, es sind vielleicht 3 Aussagen, die auf meine Arbeit auch zutreffend sind. Die eine von Goethe, nur der nackte Mensch ist der wahre Mensch. Die zweite Aussage von Rodin, die Form muss von Moos und Flechten befreit werden. Die dritte Aussage stammt von Hüttelschka, alle Macht in der Kunst geht vom Fleisch aus. Ist das auch ein Anliegen von der Sache, irgendwie auf den Grund gehen? Irgendwie falsche Hüllen weg? Ja, vielleicht. Also ich versuche immer zu reduzieren. Also nicht irgendwas, zu viele Attribute dazufügen, sondern einfach aufs Wesentliche zu gehen. Und da ist eben der Mensch in seiner Existenz ohne alles das beste Ausdrucksmittel. Es gibt ja Materialgerechtigkeit in der Arbeit. Man muss
mit dem Holz arbeiten, nicht gegen das Holz. The eyes of the people who passed him by was cold and as Wo haben Sie sonst Ihre Inspirationsquellen? Ist es vielleicht die Umgebung rundherum oder liegt es im Holz? Das sind ganz unterschiedliche Inspirationen. Das kann eine Geste sein, die ich irgendwo sehe, eine Haltung von einem Menschen, die ich aufgreife. Oder ich habe ein Thema im Kopf, das mich beschäftigt und versuche da was draus zu machen. Das ist ganz unterschiedlich. Wo haben Sie Ihr Handwerk dann gelernt? Ich war 3 Jahre in Oberammergau, da auf der Holzbildhauerschule und habe danach noch Schreiner gelernt und habe mich dann danach gleich selbstständig gemacht. Sind Sie allein, wenn Sie arbeiten? Ja, ich arbeite immer allein. the eyes of the people who passed him by was cold and as hard as stone. Es kann schon sein, dass ich mal ein paar Tage hier in der Werkstatt bin und keinen Menschen sehe, außer meiner Frau. And the poor boy whimpered and began to cry because he was all alone. Meinen Sie, dass Sie irgendwann einmal aufhören? Ja, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich kann eigentlich nichts anderes machen. Kennen Sie eigentlich den Kunstladen in Selbitz? Ja, den kenne ich, da bin ich auch Mitglied. Das ist ein schöner Übergang für mich. Dann bedanke ich mich, dass ich Sie besuchen darf. Ja, ich danke Ihnen. Und Sie singen einen kleinen Film über eben jenen Kunstladen Selbitz. Selbitz, Ortsteil Weidesgrün. Ein idyllisches Dorf mit 200 Einwohnern und ein paar gut erhaltenen Bauernhäusern. Mitten im Grünen gelegen, umringt von Feldern und sanften Hügeln. Erstaunlich, dass gerade hier eine Kunstgalerie beheimatet ist. Der Kunstladen Selbitz, gegründet im Jahr 1998 von dem Künstler Harry Kurz und seiner Frau Anita. Der Kunstladen Selbitz ist ein Verein zur Förderung der bildenden Kunst in Selbitz und Umgebung. Künstler aus Oberfranken, Thüringen und Sachsen präsentieren hier in zahlreichen Ausstellungen ihre Werke. Harry Kurz. Der Name Kunstladen Selbitz ist aufgekommen statt Kunstverein Selbitz, weil wir zu der Zeit noch Ausstellungsräume in Selbitz hatten, in der Bahnhofstraße. Und das war ein ehemaliger Blumenladen. Und deshalb haben wir gesagt, warum nennen wir uns nicht Kunstladen Selbitz? Hier zum Beispiel, ich dachte im ersten Moment, es ist eine Installation, ist es im Grunde auch, aber... Harry Kurz will den künstlerischen Nachwuchs in der Region fördern. Matthias Lauterbach aus Bayreuth erhielt den Sonderpreis für junge Künstler. Zeig doch mal deinen Entwurf, was du jetzt eingereicht hast und wofür du auch den Preis bekommen hast. Die Grundidee ist das Buch. Ja. Da habe ich eben einen Atlas ausgesucht. Den habe ich für die Vernetzung von Daten genommen. Der Bildschirm ist aus Backpapier und beleuchtet und habe 3 Lampen eingebaut. Mir ist aufgefallen, dass es hier in der Region sehr viele junge Künstler gibt oder auf jeden Fall Leute, die sich mit Kunst beschäftigen und die hier in der Region weniger Chancen haben, jetzt wirklich professionell zu arbeiten, als zum Beispiel in einer Großstadt. Und diese jungen Leute wollte ich unterstützen. Harry Kurz, geboren 1947 in Bremen, ist selbst Künstler. Er studierte in Berlin an der Hochschule der Künste, war erst Designer, dann Maler und wandte sich später der Fotografie zu. Nach 20 Jahren in der Kunstmetropole Berlin zog er mit seiner Frau nach Selbitz. Es war im Grunde eine Überflutung. Es gab genug Ausstellungen, wo ich dachte, jetzt, ja, da muss ich mal hinschauen. Und als es soweit war, als ich Zeit hatte, war die Ausstellung schon vorbei. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen und die wollte auch gern aufs Land. Und wir haben gesagt, dann machen wir es doch.
Meine Intention war, wenn es dort noch keine Angebote gibt, dann kann ich mich ja aufmachen, selbst etwas auf die Beine zu stellen und einen Ort schaffen, wo Kunst möglich ist. In der Galerie des Kunstladens Selbitz werden hochkarätige Ausstellungen gezeigt. Als Harry Kurz in Selbitz begann, gab es in der Kunstszene der Region noch sehr wenig. Das hat sich mittlerweile geändert. Ich stehe jetzt am Ufer des Flusses Selbitz, der gleichnamigen Stadt ihren Namen gegeben hat. Selbitz kommt vom slawischen Wort Jelly. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und das bedeutet so viel wie Schildkröte. Man kann also sagen, Selbitz heißt so viel wie Schildkrötenbach. Und was sich der Wolfgang Binder für Gedanken zu Selbitz macht, das sehen Sie gleich. Nach dem Traktor. Auf dem Wappen von Selbitz, einer kleinen Stadt im Frankenwald, etwa 15 Kilometer von Hof entfernt, sieht man auf der einen Seite diesen Dudelsackspieler, auf der anderen Seite 2 schwarze und 2 weiße Felder, die so karomäßig angeordnet sind. Und weil Bockpfeife ein anderes Wort für Dudelsack ist, nennen sich die Selbitzer gerne die Bockpfeifer. Auch weil sie immer schon ein lustiges, ein fröhliches, ein musikalisches Völkchen waren, das gern über Land zog. Und genau diese Voraussetzungen bringen auch die Selbitzer Fußballfans für den 1. FC Nürnberg mit. Und deshalb war bei der Vereinsgründung klar, dass man auch den Namen die Bockpfeifer wählt. Jetzt ist es ja so, dass die Bockpfeife ein Instrument ist, das neben Flöte oder Horn oder Harmonika gerne von Hirten in der Volksmusik gespielt wird. Aber auch in der klassischen Musik kennen wir Hirtenmelodien. Die 6. Symphonie von Ludwig van Beethoven heißt deshalb die Pastorale. Und auch in der Weihnachtsmusik erklingen häufig Hirtenmelodien. Was hat das Ganze jetzt aber mit den Fans vom 1. FC Nürnberg zu tun? Und wie passen idyllische Hirtenklänge mit Dudelsack in die Fankurve vom Frankenstadion? Eigentlich überhaupt nicht. Aber vielleicht sollte der Fanclub die Bockpfeifer es damit einmal versuchen. Vielleicht bringen sie ihren Lieblingsverein ja wieder etwas nach vorne, vielleicht sogar bis in die Champions League. Und wenn Sie dann einmal gegen einen schottischen Verein spielen, dann haben Sie mit Sicherheit viele neue Freunde. Sveda ist auf meinem Weg entlang der Frankenwald-Hochstraße nicht gerade auf meiner Seite. Ich gehe trotzdem weiter, Richtung Süden. Wer braucht schon Sonne? Sonnenschein ist total überschätzt. Don't wanna know what's written on the last page. Und so ein Wald im Nebel hat auch was. Let's just leave, 'cause I've grown so tired of this place. Und das kann ja ein Ringer. All the road is lonesome before you. Oder schneien. Stürmen und schneien. All the Wir haben ja im Frankenwald 9 Monate Winter und 3 Monate ist kalt. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Helmbrechts und Sie kriegen ein bisschen Vorsprung und dürfen sich schon mal umschauen. Das Textilmuseum in Helmbrechts. Das hier ist der längste handgewebte Schal der Welt. Mit einer Länge von über 4000 Metern ist er ins Guinness-Buch der Rekorde eingegangen. Bis um 1900 wurde in Helmbrechts regelmäßig von Hand gewebt. Außerdem beherbergt das Textilmuseum eine komplette mechanische Weberei. Sie legte den Grundstein für die Industrialisierung. Helmbrechts war einst eine Hochburg der Textilindustrie und wurde Kleiderschrank der Welt genannt. Irmgard Rehse konzipiert die Ausstellungen. Diese Schals, die wurden wirklich in die ganze Welt exportiert. Und zwar heißt es in 140 Länder der Erde. Man sagt Schals. In Wirklichkeit sind diese Schals die
Tüchertrachten der eingeborenen Völker gewesen. Die Inderinnen tragen Saris. Und jedes Volk hat andere Gepflogenheiten und andere Muster und andere Farben und stellte andere Ansprüche. Und da haben die in die ganze Welt exportiert mit den allerverschiedensten Ausführungen und Formen von Schals. Das Textilmuseum zeigt Kaschmirtücher, hergestellt in Kaschmir und Frankreich. Die Blütezeit dieser Mode war im 19. Jahrhundert. Eine Dame von Welt trug solche Schals anstelle eines Mantels. Das Textilmuseum ist inzwischen mehr als nur ein Museum. Museumsleiter Heinz König. Wir wurden tendenziell nicht so toll frequentiert durch Einzelbesucher. Also haben wir uns dann noch was anderes gesucht und auch ein Konzept über ein lebendiges Textilmuseum gemacht. Und da gehörten einfach Kulturveranstaltungen dazu. Vor über 10 Jahren wurden die Kulturwelten ins Leben gerufen. Eine Veranstaltungsreihe mit mittlerweile mehr als 40 Kulturveranstaltungen im Jahr. Die Kulturwelten haben eine große Strahlkraft. Rund 2/3 der Gäste kommen von außerhalb. Das ist nicht zuletzt dem starken Engagement von Heinz König zu verdanken, der mit seiner Leidenschaft hochkarätige Musiker nach Helmbrechts holt. Was begeistert ihn so an den Kulturwelten? Das war schon immer ein Steckenpferd und es hat also für mich persönlich den Horizont wahnsinnig erweitert, was so musikalische Eindrücke angeht. Also das Ziel ist halt einfach auch hier nicht mainstreamig nur alles zu veranstalten, sondern immer nur nach noch besserer Qualität zu suchen. Und die hat er gefunden. Wie hier zum Beispiel das World Percussion Ensemble. Mit Musikern aus Deutschland, Brasilien, Japan und Kamerun. Jetzt bin ich in Helmbrechts und im Gasthof Roßner bin ich verabredet mit Wolfgang Herzog von der Geschichtlerwerkstatt. Herr Herzog, was ist denn eigentlich die Geschichtlerwerkstatt? Ja, also den Herzog, den lassen wir mal gleich weg. Weil mich kennen bei uns in der Gegend mehr Leute als Schrumpel, das ist mein Spitzname, kommt aus meiner Jugend. Aber das zu erklären, wird jetzt zu lang dauern. Wir bleiben einfach beim Schrumpel, würde ich sagen. Gut, Schrumpel, was ist die Geschichtlerwerkstatt? Also, die Geschichtlerwerkstacht ist eine Truppe. Wir sind insgesamt 13 Leute. Und wir schreiben Geschichten auf, die in Mundart erhalten werden sollen oder erhaltenswert erscheinen, ganz einfach. Das sind alles Geschichten, die da herin oder im Helmbrechtser Bereich passiert sind oder um Helmbrechts und im südlichen Frankenwald. Natürlich sind die Geschichten immer ganz original, das ist ja klar, kann man sich vorstellen. Das Grausame wird ein wenig grausamer, das Lustige ein wenig lustiger, das Große ein wenig größer, das Kleinere ein wenig kleiner und so weiter. Wie es halt so ist, wenn eine Geschichte oft erzählt wird und sich jedes Mal ein kleines bisschen verändert. Aber der wahre Kern muss bleiben. Der wahre Kern muss bleiben. Also die Geschichten, die wir aufschreiben, sind tatsächlich irgendwann so im Kern passiert. Jetzt schreibt ihr ja nicht bloß Geschichten auf, sondern schreibt ihr selber Geschichten und Gedichte, oder? Ja, Gedichte machen wir natürlich auch. Aber 95% von dem, was wir machen, ist eigentlich alte Geschichten bewahren, die noch nirgendwo aufgeschrieben sind. Und vor allen Dingen die Mundart dazu, denn wir schreiben ja in richtig urtypischer Helmbrechtser Mundart. Gibt es eigentlich irgendein Vorbild oder Tradition, sage ich mal, die ihr übernehmt in puncto Geschichten festhalten? Es gibt natürlich in Helmbrechts einen großen Heimatdichter, das ist der Otto Knopf. Der ist leider Gottes schon nimmer unter uns, der ist vor einigen Jahren gestorben. Aber der hat sein ganzes Leben eigentlich der Mundart
und der Heimatgeschichte und vor allen Dingen da auch der Geschichte im Frankenwald und der ganzen Sagenwelt rund um Helmholtz gewidmet, hat es alles aufgeschrieben und hat sich einfach auf die Fahnen geheftet gehabt, die Kultur, vor allen Dingen die Mundartkultur und die Heimatkultur zu erhalten. Und vom Otto Knopf, da ist ja einiges überliefert, oder? Oh, vom Otto Knopf. Der Otto Knopf war ein sehr, sehr fleißiger Kerl, hat insgesamt 20 Bücher geschrieben. Ich habe mir eins davon mitgebracht, das ist eigentlich sein Jahrbuch, heißt Durch Jahr und Tag, Geschichten und Gereimtes. Und wenn du dir das mal anschauen willst, da stehen die ganzen, zum Beispiel kurz, also Glöse, Glös, Glüs, Glies, Glos, das, was alles für verschiedene Varianten gibt, um ein Knädel zu beschreiben. Genau so ist es. Also so Zeug verschwindet. Das wissen nur noch die ganz Alten. Und um dieses Verschwinden zu verhindern, sind wir bemüht, solche Ausdrücke zumindest für die späteren Heimatforscher einmal festzuhalten. Denn solche Verrückte wie wir sind, wird es immer geben. Und die sollen ja irgendwo nachschauen können, wie war es denn früher. Wir sind ja auch froh, wenn wir wo nachschauen können, wie war es denn früher. Schumpel, dann wünsche ich euch, dass das gut funktioniert mit dem Dialekt bewahren, weil es war schon schade um so schöne Ausdrücke. Und sage danke und wünsche noch einen schönen Tag. Das Gleiche wünsche ich dir. Und ich sage, komm bald wieder einmal auf Helmholtz. Und ich hoffe, es hat dir gefallen bei uns. Kann leicht passieren. Und da in der Gegend rund um Helmholtz, also Helmbrechts, hat es viel Weber gegeben. Und der Wolfgang Binder hat sich da dazu also seine Gedanken gemacht. Unter dem Titel Auf den Spuren von gibt es ja heutzutage die unterschiedlichsten, die abenteuerlichsten, die exotischsten Angebote diverser Wanderungen. Auf den Spuren von König Ludwig zum Beispiel oder auf den Spuren der alten Römer, klar. Hier im Frankenwald gibt es ein ganz besonderes Angebot. Auf den Spuren der Weber wandern, heißt es hier. Auf den alten Webersteigen, die immerhin schon fast 600 Jahre alt sind. Dazu muss man wissen, dass der Frankenwald irgendwann einmal Hochburg der Weberei war. Über Jahrhunderte hinweg haben die Handwerker mühevoll ihre schwer bepackten Körbe über diese Webersteige getragen, um die Ware dann im nächsten Ort zu verkaufen. Zum Beispiel der Webersteig von Helmbrechts nach Hof. Bestens geeignet für die gesamte Familie und durch gute Beschreibungen perfekt hergerichtet. Kombiniert mit historischen Begebenheiten. Besser geht's nicht. Geschichtsunterricht pur, die perfekte Verbindung zwischen Kultur und Natur. Und wenn damals die Handwerker, also die Gamberen Gesellen, die gestandenen Burschen geahnt hätten, dass viele hundert Jahre später einmal ihre Arbeit und ihre Wege die Attraktion im Frankenwald sein würden, dann wären ihre Lasten zwar nicht leichter, aber ihre Motivation vielleicht noch größer gewesen. Aha. Und jetzt, ganz zum Schluss meiner spannenden Frankenwald-Hochstraßenreise, zeigt er sie doch glatt von seiner schönsten Seiten. Bei Sonnenschein. Der kantige Frankenwald kann also auch lieblich. Schön. Und ganz besonders waren die Leute, die ich kennengelernt habe auf meiner Reise. Thomas der Türmer und Rainer Kober in Kronach, Karin Haas und Siegfried Scheidig, der wilde Mann, Axel Rau, Reinhard Feldrapp, Walter Busch, Wolfgang Herzog, auch alle mit Ecken und Kanten. Aber sehr herzlich. Der abgenudelte Satz, der Weg ist das Ziel, im Frankenwald, der nicht umsonst die grüne Krone Bayerns heißt, da stimmt er. Every step of the way, I found grace. If I lead or follow, change my